Talk it like Loose D. Es wow! geht wieder los! Let's go! Yes, baby! What's poppin'? Aha! Yes! Was heißt Erst wieder? einmal Loose D! We are back! Lustig! Ladies and gentlemen! Das erste Mal mit kritischen Augen von einem DJ! Of course, of course! Wir sind nervös! Yeah! Bündner High Society in the house! Welcome, welcome! Grüezi. Ja, grüezi. Ey, danke dir vielmals, Nadine, dass du gekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast. Danke Yes, euch auch, dass thank ich hier you. bei uns sein darf. Freut mich natürlich auch sehr. Wir haben zuerst überlegt, dass du jetzt eine halbe Stunde lang irgendetwas aus Wikipedia kannst vorlesen kannst, einfach Ja, damit wir voll. den Bündner Dialekt mal ein bisschen hören. Dass mal Okay. Leute ein Wir bisschen... sind wir sehr gespannt Ihr könnt drauf. auch ein Buch vorlesen, wenn ihr eins da habt, oder? Könnt ihr Oder das Buch Vorlesung vorlesen. machen. Heute kommt sie von Kuro Banava und spricht damit. Bündnerbuch. Bündnerland, speziell. Wäre sicher sehr interessant, 30 Minuten von dem Buch zu lesen. Ja, Nein, ey, vor allem, ich habe es dir vorher schon gesagt, ich habe es nur schon witzig gefunden, wo wir miteinander korrespondiert haben. Einfach auf etwas zu lesen auf Bündnerdeutsch, das finde ich, das macht es viel sympathischer als hören effektiv. Wieso ist der ganz? Also ja, kannst du mal nachher Etwas sagen, oder? etwas richtig so auf Bündnerisch sagen. klar. Also, So einen hallo Satz. zusammen, ich komme von Chur oben runter. Das Churer Küchenkästchen. Woohoo! Also welcome Nadine Vinzenz. Hello, hello. Yes, grüezi. Hey, bevor wir anfangen, wie geht's dir? Alles im Grün, mit ich glaube, voll gar nicht gefragt. Super, mir geht es sehr gut, ja. Bist Vor allem busy? jetzt, wenn ich da bin. Nein, ist ja Euch richtig. geht es auch gut. Ja, Mir geht's Wow. fantastisch. Wir freuen uns immer auf die Podcasts. Ja, das glaube ich. Voll Podcast ist wirklich etwas Cooles. Gell? Wenn wir auch mal überlegen, zum eins machen. Ich Ja, muss sicher. nur, ja, weil ich finde es wirklich ich find's sehr spannend. Man kann sehr viel daraus machen und ich müsste eben halt nur wirklich mal überlegen, was es genau sein sollte. Oder, weil ich meine, ich habe immer so viele Ideen an und manchmal, weißt du, da, oh absolut. nein, das könnte ich, Absolut. da könnte ich wieder etwas, vielleicht sollte ich es so machen. Und, aber wenn man sich dann mal festgesetzt hat, dann Ja, ist es cool, ja. Ja, muss irgendwann einfach ein bisschen durchziehen, oder? Das so. habt ihr jetzt gemacht. ja absolut. Jetzt ist es, ich Genau. weiß nicht, wie viel die Folge, aber bald haben wir die 20. Ja, das müssen wir feiern. Wenn die jetzt rauskommt, müsste das irgendwo um die 1, 2, 20, je nachdem, wenn man was ausstrahlt. Dann, dann der Luz hat gesagt, wenn wir das 20 Episoden haben, dann macht er nicht niederschiss alt. Ja, voll. Cool. Ja, voll. Mit 100 Not Kilo. Was bist du aktuell so machen? Du hast vorhin gesagt, bist du am Dreh. Ja, also ich habe jetzt das Wochenende einen Dreh. Es ist jetzt etwas Kleineres, es ist eigentlich eher ein persönliches Projekt. Und es wird eher so ein Kurzfilm. Nice. Und eben auch für mich persönlich, weil als Schauspieler ist ja auch immer gut, immer wieder neue Sachen zu haben, oder? Damit man das vorzeigen kann für Castings und so. Und Ja, voll. ich habe jetzt das mal alles zusammengestellt. Es hat eigentlich sehr lange gedauert, weil wirklich die richtigen Leute zu finden, zum Skript machen, all das ist wirklich auch sehr viel, sehr aufwendig. Also du hast das Drehbuch selber geschrieben? Also die Idee kommt ja, auch von dir? das Ah, ist, cool. Die Idee ist mega von gut. mir, aber nicht nur ganz alles mir, Ja. aber auch noch von den anderen. Und ja, jetzt mal schauen, wie das kommt. Nice. Also Da ich freuen wir mache das uns jetzt auf zusammen den mit dem André Fuchs mache ich das jetzt zusammen und ja, wir sind jetzt gespannt, wie es kommt. Es ist wirklich, macht Spaß und dann mal schauen, was wir mit dem Ganzen noch machen können. Ist das der erste Viel Kurzfilm kann ich von dir natürlich selber? noch Ja, nicht Ja. verraten. Oder? Von dir, der erste Kurzfilm von dir selber? Wo du Ja. so ein bisschen, Ja. Regie oder was? Wie sagt man denn, wenn man das Drehbuch... Ja, ja. Regie, Ist das Drehbuch Regie? geschrieben. Regie, Drehbuch. Genau. Aber wir tun speziell jetzt bei dem, wir gehen schon nach Drehbuch, aber wir wollen auch so aus dem Freien heraus arbeiten, oder? Weil gewisse Sachen entstehen Aha, so. eben durch das Improvisieren. auch und sehr vor Ort, am gute Set. Sachen, oder? Wir haben schon ein Skript, So ein bisschen wie ein aus dem Leitfaden ja, tun wir noch ein bisschen so Freestyle und so, weil das kann auch noch sehr interessante Sachen aus. Ich glaube, so ist Casa de Papel entstanden.
Schon? Ja. Also die haben schon also Haus des Geldes, die haben so einen Leitfaden gehabt, die Serie. Und nachher haben sie einfach immer wieder ein bisschen... Das ist so eine also die haben es ja brutal gemacht, brutal improvisiert. Ja, ich weiß jetzt nicht alles, Also es was... ist Fall wirklich, also Vielleicht nicht Improvisation ist im Fall wirklich manchmal viel, also ich finde es viel spannender, weil Ja, da können absolut. wirklich, Vor allem authentischer, ne? ja, es ist auch sehr authentisch, genau, weil natürlich ein Skript, als Schauspieler musst du auch ein Skript können lesen, oder du musst auch aus Also einem Skript etwas Gutes können machen. Also weil- behauptest du, jeder Schauspieler kann lesen? Genau, das ist die Voraussetzung. Ohne das geht es natürlich gar nicht. Dann wird es schwierig, oder? Wird schwierig. Vielleicht kannst du es mal für unsere Zuschauer, wir wissen ja eigentlich, wer du bist, aber für unsere Zuschauer vielleicht genau erzählen, oder du machst schon so viele Sachen. Wer bist du, was machst du, Nadine? Also eben, ich bin Nadine Vinzenz und ich bin ja mal Miss Schweiz gsi. Das ist jetzt leider, hat da absolut kein Sagen mehr. Es war ja zu meiner Zeit sehr, sehr gross gsi, etwas vom Grössten da. Und nachher bin ich dann Miss Universe-Wahl und so, habe dort Face of the Universe gewonnen. Ah, wow. Und nachher... Wo ist das gewesen? Das war in Panama. Gsi. wow, mega geil. schön. Weil, wenn ist es 03, 04? Ja, genau. Also ich meine, Miss Schweiz, oder? Ist das im gleichen Ja, Jahr Miss gewesen? Schweiz war 02 gsi, ja. 02. Und genau. Und es ist wirklich, es ist sehr spannend für mich. Ich meine, es war etwas, was ich eigentlich ja nie machen wollte. Ich bin halt einfach in das hineingeworfen worden und Okay. habe dann wirklich gewonnen, was ich in Millionen Jahren nie gedacht hätte. Also wie, hast du dich selber angemeldet? Oder Nein, also ich bin immer Skateboard gefahren. Früher Okay. Punkrock Musik gehört, das höre ich heute noch. Ich habe heute noch Punkrock gern. Bin eben Skateboard gefahren, hatte immer kurze Haare gehabt, bin einfach immer halt so, weißt du, so wie so ein Tomboy bin ich halt gsi, oder? Und meine Großeltern haben gemeint, Nadine, du musst mal, weißt, als Lady mal ein bisschen lernen. Ladylike sein und so. Ja. Ladylike sein, oder sie kennen da einen und sie würden mich gerne dorthin schicken. Und ich so, Deine Großeltern haben den Wunsch gehabt. Ja, genau. Geil. Mega! Ja. Und ich bin dann nachher, also meine Großeltern, meine Familie auch, es ist wirklich, sind alle, haben gesagt, Nadine, du musst jetzt da wirklich Go. da mal etwas Dich machen. feminisieren. Und ich dann denkt, ja, okay, gut, kein Problem. Bin dann nicht her. Und Biba, so hat sie die Biberschule, sie ist auch heute noch tätig und hat mir dann gesagt, hey Nadine, du musst in der Schweiz mitmachen. Ich so, was? Ich habe noch nie High Heels angehabt. Ich habe noch nie, ich meine, okay, ich meine, ich habe das noch nie geschaut. Ich habe wirklich keine Ahnung von dem Zeugs. Wie alt bist du null. Da bin ich 17. Krass. 18. Ja, 17 bin ich da gewesen, ja. Und ich bin dann an die Wahlen und dachte, ja, okay, gut, schau das einmal an. Und haben dann gewonnen, haben noch das schlechteste Kleid gekriegt, weil ich Nummer 16 war. Alle haben mich ausgelacht, gesagt, du hast so ein grusiges Kleid, du wirst eh nicht gewinnen, oder? Weil ich gar keine Auswahl mehr hatte, einfach das, der übrig war. Ja. Was war der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass du gewonnen hast? Weißt du das? Also hast du das von der Jury mitbekommen? Das Kleid. Das Kleid, ja. Du hast so ein schlechtes Kleid, Ja. du hast müssen können. Ja, das ist wirklich, oh Gott. Ich habe dann, also wir hätten das am Abend selber erfahren, oder? Ich habe keine Ahnung gehabt. Bis am Schluss habe ich keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach immer weiter vorgekommen. Und ich habe immer gedacht, was? Wieso Okay, was? Ich will gar nicht. Was? Also ich habe schon gedacht, hey, nein, aber nachher habe ich gedacht, hey, es wäre mega geil, weil dann kann man nachher eben endlich meine Schauspielschule finanzieren, weil, Das ist schon immer ein Traum. weil ich spiele schon seit ich 4 bin, spiele Theater und bin auf der Bühne und ich habe gedacht, hey cool, dann kann ich nachher endlich das machen, oder kann ich mir alles So ein finanzieren, Sprungbrett. was ich immer wollte, genau. Ja. Mega gut. Und ich habe das gewonnen. Und bin natürlich so komplex gesehen. Wirklich hätte ich absolut nicht gedacht, dass ich gewinne. Weil es hat so viele andere dort gehabt, die sind alle so schön gewesen. Die haben auch schon alle viel Ahnung vom Ganzen, oder? Und ich bin einfach dort gewesen. Das ist noch nicht ein bisschen wie geschult worden. Manchmal, wir sind schon geschult worden, aber gleich, das ist für mich halt gleich noch neu gewesen, Ja, oder? gut, ja. Irgendwo durch. Aber du hast ja vorher auch nicht mal gemodelt. Genau, Nicht noch einmal, nicht, nicht nie auf dem Laufsteg gewesen. Nein, nicht wirklich. Also, Einmal etwas Kleines habe ich gemacht, aber das kannst du nicht wirklich, essen, kannst du okay. nicht, Also, wenn so wie ich es im Kopf habe, die Miss Schweiz, also
Ich weiß noch, damals ist das schon noch ein grosses Ding. Ja, gewesen. ja, ja, das ist Ich weiß sehr, nicht mehr, ja. ich weiß Sehr. nicht mehr, wie lange es das nicht mehr gibt. Irgendwann jetzt Mhm. einfach geheißen, das gibt es nicht mehr. Ja. Aber Gut, Misswahl gibt es immer noch. in Schweiz nicht. oder? Nein, in der Schweiz gibt es nicht mehr. Es Ah, gibt schon wirklich? noch es gibt etwas anderes, aber nein, in der Schweiz Aha. gibt es nicht mehr. Nein, leider nicht, weil es ist ja immer Ja, so ja. gut gelaufen, oder? Mhm. Und ja, ist schade. Ja, allgemein Misswahl am Miss Universe und so. Also die- in Deutschland wird heißt du jetzt keine- einfach German Sex Topmodel. Oder? Das ist ja- Nein, das ist Ja. aber nicht für Misswahl, Ja, oder? das ist schon nicht Misswahl, aber das ist schon die Aha, so. grosse. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall populärer, oder? Habe ich's- habe ich's Ob das Gefühl, überhaupt noch läuft, ja. Weiß ich gar nicht. Läuft das nicht? Wohl, also Miss Nein, Germany, nein, oder nein, was? Germany's Next Top Model. Aha, Germany's Next Ah, gibt es das in Deutschland? Gibt es das noch? Ja, Miss das Germany und so? gibt's, ja, ja, Ah, das ich gibt's. habe gedacht, das ist Das überall gibt's. so. Das gibt's. Einfach in der Nein, Schweiz nicht mehr. Nein, das Aha, krass. habe ich auch nicht gewusst. Ach, Nein. krass. Ja, ich weiß auch nicht, die Schweiz ist hat irgendwie ein bisschen andere Ja, gut, bei uns sind Interessen, andere ja, Ansichten. Entertainment und so Sachen sind ja nicht so. Ja, ja, voll, dort investieren sie Eben nicht so ja, viel. nein, eben nicht, nein. Ja. Auch in Filmen oder Musik, das siehst du. Eben, nein, es ist sehr ein kleines Pflaster, die Schweiz, für das, was Ja, das ja. anbelangt. Ich meine, man hat ja dann noch viel mehr Möglichkeiten. Eben, ich habe dann das Miss Schweizjahr gemacht, habe sehr Erfolg gehabt. Was heißt das, Miss Schweiz? Einfach das Jahr dann, oder? Als Miss Schweiz. Aha, wo dann so quasi. Genau. Hast bin du schon umgereist, Gesicht gewesen kann- für eine Werbung oder wie? Genau, wirklich alles. Wir haben Eröffnungen müssen gehen, haben Sachen müssen eröffnen, Autogrammstunden, So gut. Fotoshootings. Eben, ich meine, um damals die ist Welt umreisen. Autogrammstunde schon Ja. so Zeugs gehabt. Heute gibt Als es einfach Miss. nicht mehr. Ja. Du hast, eigentlich hast du ja den Traum von voll vielen jungen Damen in der Voll. Schweiz gelebt, obwohl du das gar nicht Schwelle. groß Ja. selber willst. Ja, also wirklich, es ist, ich schon denkt, ich habe es mir einfach wirklich nicht überlegt und ich bin so felsenfest überzogen gewesen, dass ich nicht gewinnen werde. Darum Ja. ist es für mich wie, ich habe es einfach cool gefunden, dass ich dabei bin, oder? So Mhm. gut. Ich habe einfach Spass Wo gehabt. war das? und Das war an der Expo. Es hat mega viele Leute gehabt, die zugeschaut haben. In Neuchâtel, im Hallenstadion ist es. gewesen. Ah, mega gut. Ja. Also ja gut, weißt du, wenn von. Da ist ja schon in die grosse Welt für jemanden von Chur. Ist das ist die Westschweiz. Ist schon wie auf Afrika gehen, oder? Wie riesen Weltreise. Ja. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, eben nach einem Jahr bin ich dann ich habe das ganze Jahr gemacht und ich bin dann auf Kapstadt leben für fast ein Jahr, weil ich hatte okay. dort einmal ein Fotoshooting gehabt. Ja. Und ich habe mich so verliebt dort in Kapstadt. Es ist einfach ich hätte es mir nie so vorgestellt irgendwie, oder? Es ist wirklich so eine coole Stadt und das Essen und einfach alles dort ist so toll gewesen. Und ich habe dann gedacht, jetzt gehe ich einfach mal dort her oder ein bisschen modeln. Einfach an einer Modelagentur dort gehabt und habe auch einfach Nice. mal ein bisschen genossen nach dem ganzen Jahr, oder? Weil das Jahr war sehr, sehr anstrengend gewesen. Also ich hatte wirklich keine freie Minute gehabt für ein Jahr. Ich bin wirklich so ausgebucht gewesen immer. Und ich bin dann nachher nach Kapstadt, ja. Allein? Meiner Kollegin zuerst, sie ist dort gegangen und ich bin noch dort geblieben. Aber ich habe dort nachher so viele Leute kennengelernt. Ja. Das war Ja. absolut kein Problem mehr gewesen, ja. Wie lange bist du geblieben? Fast ein Jahr. Ah, mega Ja. Also Ja. nicht einfach dort Ferien machen, sondern Nein, offiziell go- abgemolden. Also ich habe mich nicht abgemolden in der Ja, ja. Schweiz, Ja. aber weil ich habe eigentlich nur ein paar Monate bleiben und irgendwie Ist nach einfach immer ein paar länger geblieben, Monaten so. ist es dann fast ein Jahr geworden. Ja. Ich bewundere immer so Leute, die genau so ausreisen, dann ein Jahr in einem anderen Land leben. Weißt du, Ja. ihr habt so viel Erfahrung, die ihr mitnimmt. Also ich hätte das sehr gerne gemacht mit so Ja. 20. Ja. Ja. Also im Nachhinein finde ich das auch mega, Ja, gell? mega etwas zum Empfehlen, jungen Leuten. Absolut. Geh mal weg. Unbedingt. Nur schon die Komfortzone verlassen. Das erste Mal Hätte ich so richtig gern so das gemacht. verlassen und Unbedingt. selber etwas machen und auf eigenen Beinen irgendwie probieren durch. Genau, unbedingt. Das finde ich eben auch sehr Schon, ja. wichtig, weil es hat mich sehr viel gelernt und ich habe auch sehr viele neue Leute kennengelernt, die haben mein Englisch extrem verbessert, oder? Weil vor Schule, man lernt einfach nicht gleich eine Sprache, wenn man nicht vor Ort ist. Genau. Ja. Ja. So lernt man einfach etwas am besten. Ja, Und ich finde, das absolut. ist, wenn man eine Sprache lernen will, soll man einfach direkt in das Land gehen, wo es reden, weil so lernt man einfach am meisten. Vor allem auch, wenn du allein gehst. Weißt du, Ja. dann musst du ja mit Leuten Ja, reden, du musst Genau. die Sprache reden. Es gibt Genau. keine Wenn und Gut, Aber. heute zwar gibt es ja auf den Handys die Google-Übersetzung, Aha, ja. wo eigentlich gar nicht mehr lernen Ich bin jetzt, musst, oder? ich bin jetzt gerade mit meinem Cousin im Kino gewesen und es ist nicht ohne Übersetzung gewesen auf Englisch. Und der ist nur auf Deutsch gewesen. Wir haben so einen Horrorfilm und da habe ich im Google Übersetzer
und mit Audioaufnahmen, dann kannst du einfach Audio und dann auf Albanisch übersetzt. Und dann hat er gelesen und geschaut. Also er weiß Deutsch. Dann hat er einfach so 2 Stunden translated auf Handy. So lernt man es eben Ja. eigentlich auch nicht mehr. Ja. So, ja. Voll. Weißt du, vor allem, ich finde, bei Sprachen, die du schon klicken kannst, ich will mich voll schämen, um die ganze Zeit weißt du, die Übersetzung so, ich will probieren irgendwie durchkämpfen. Ja. Irgendwie. Ja. Nein, nicht schämen, ich finde es einfach so, mir wird das dumm, die ganze Zeit Ja. so Ja, jemandem ins Gesicht absolut. heben. Ich finde das Nein, ein ich bisschen sage crazy. selber noch, aber mich jetzt einfach stressen, wo mich, was ist jetzt? Was ist Ja, jetzt? ja. So, Das ist Stress. Ja, Nein, nein, mega. für mich wäre es auch ein bisschen stressig. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Und nachher bin ich dann nach Amerika auf die Schauspielschule. Nice. Wo? Direkt. Bin dann In nach LA? LA. Woo! Ja. What Applaus, I love LA. Yeah! Ich war so ein LA-Boy, man. Ich bin 20 gewesen. Ja, er ist genial. Wie lange Ja. ist so der... Wir würden herpassen. du, auf jeden Fall. Gell? Ja. Du bist stolz, schau jetzt. Ich kann nicht mehr schlafen wegen dir. Ich schwöre, jetzt geht gerade zu meiner Frau, statt ich mir nach LA. Ja. Wie lange Nadine hat Wie lang ist der so Miss Schweiz Hype gewesen? Bis du die nächste Miss Schweiz ist, oder ist das? Ja, immer. Nachher immer. Und nachher ist dann... Also es ist immer es ist immer etwas gelaufen. Ich meine, es ist auch heute noch natürlich nicht mehr so jetzt crazy wie früher, aber es ist auch, also wenn man das mal hat, dann bleibt es. Ja. Also wenn man eigentlich Miss war, darf man nachher noch einmal antreten? Wie ist das? Wie, ob man nochmal darf? Darf antreten, ja. Nein. Ah, nein. Also das habe ich jetzt noch nie überlegt oder gefragt, aber nein, das darf man gerne. Aha, Es okay. ist, bist du in der Schweiz gewesen, musst du es nicht nochmal machen. Ist das so wie die Champions League? Kannst du Ja, sagen? du hast zweimal den Titel, ist auch geil. Ja, aber Ja, gut, stimmt. Wie so ein Boxer, weißt du? so Fünffacher ein Miss zweimal- Swiss. Siebenfach. Kommen sie mit dem Gürtel? So Nase an Nase, so. Gewicht um, weißt du? Ja, lustig. Dann der nächste Schritt, Schauspielschule Genau, in LA. Schauspielschule in LA. Und nachher bin ich dann, haben wir dann eine Agentur genommen. Und, Wie lange bist du denn? Wie lang? also ich bin 15 Jahre fast bin ich denen gewesen. Ja. Ah, in 15 Jahren ja, in ja, LA 15 gewesen? Jahre habe ich Wie- gelernt. dort, ja, du kannst ja noch gut Auch Deutsch für länger. das, so lange du bist. Ja, also ich muss mich wirklich im Fall manchmal sehr bemühen. Wenn ich rede, plötzlich komme ich ins Englische rein. Es ist Ja. für mich heute noch Also bist du schwer, manchmal Ja. so original so richtig jemand von Deutsch zu denen, reden. wo so, kennst du die, die 2 Monate, 2-3 Wochen in Australien sind, noch, sorry, I forgot it. Oh my I forgot God. to travel. Sorry, I was just a few time in the States and now my German. Bis jetzt ist noch nicht rausgekommen. Voll, bis jetzt ist 15 Jahre in den Staaten gelebt. Wow. Ja. Minga, 15 Ja. Jahre in Kalifornien Und ich selber. meine, ich träume immer noch in Englisch. Wirklich? Ja, Krass. das ist very strange. Und denken? Jetzt habe ich wieder gesagt. Und wie tust du denken auf Englisch, oder? Ja, beides gemixt, Ah. Deutsch und Englisch. Weil mein Freund redet ja auch Englisch, er Ja. ist Engländer Ah. und er ist aber auch Deutsch noch und darum wird dann immer Switchen. einfach switchen, einfach, so was, einfach wie es gerade kommt, so Ja. reden wir, oder? Ja. Und für mich ist es manchmal wirklich einfacher, zum in Englisch reden als in Schweiz. Und auch schreiben. Schreiben tue ich eigentlich meistens auf Englisch. Ja. Und wenn ich Schweizerdeutsch ist, manchmal kommt dann immer wieder ins Englische rein. Ja. Es ist schon, Mega. man merkt schon. Also es gibt schon Sachen, wo Ja, man, gut, weil 15 wo Jahre man da sich bist du schon. angeeignet hat. Ja. Meine Schwester hat 2 Jahre in den Staaten gelebt und am Anfang ist so ein bisschen immer, Ja. anyway, strange. Ja. Weißt du, aber es ist 2 Jahre oder 1,5 Jahre, gewesen, du bist 15 Jahre, gewesen, das ist schon Ja. eine andere Hausnummer. Also, Ja. wie, hast du nachher 15 Jahre vom Schauspiel gelebt? Oder wie. Ja. Was hast du da gemacht? Ja, Schauspielerei habe ich Wow. gemacht, die ganze Zeit gemodelt auch. Ja. Und natürlich halt sonst noch so, halt in der Entertainment-Branche, oder dort habe ich Ah. halt viel geschafft, aber hauptsächlich schon. Also ich habe dann in TV-Shows dort mitgemacht, habe können in den Mega. grössten Studios drehen. Also es ist wirklich, sind eigentlich all meine Träume dort, die ich wirklich immer machen wollte, sind erfüllt worden. The American Dream. Ja. Ja, es war wirklich sehr cool gewesen. Und ich meine, Hollywood, wenn du mal dort wohnst, es ist so ein Dörfli. Dort kennt jeder. Wirklich, Es ist, ja? ja, es ist ein wenig normal, oder, dass man den kennt, man kennt den. Und ich bin... Ja, erzähl so, sorry. ja, und eben dann habe ich angefangen, Und, Aufträge zu geben, aber auch viel Film in der Schweiz gedreht. Ah, Immer wieder da Und ich bin nachher. am Lau pendelt, oder? Je Mega nachdem, wo ich gerade... Pendelt von LA nach Chur. Ich bin auf den Zug. So
so gut. Gott, schau auf den Zug, Was hast du aber denn? das- Ein Artist-Visum gehabt? Oder? Green Card. Hast du nachher bekommen? Ja, Okay. genau. Und ich hätte aber auch den amerikanischen Pass können anfordern. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dann wirklich sehr viele Sachen auch da verloren hätte und sonst noch. Also es wäre, nein, das habe ich dann nicht wählen. Also Ami-Pass ist ja generell einfach etwas, also ich will nicht, nein, das klingt jetzt so weird, aber Ami-Pass ist eigentlich etwas Gutes, wenn nur dich dein Leben lang in Amerika Ja, bist. Genau, nur noch dort bist, Weißt, wenn, oder? wenn du da bist, wenn du da Genau. lebst, dann hast du kein Doppelbesteuerungsabkommen. Genau. Das ist der grösste Scheiß. Okay. Und das ist eben auch, es sind einfach so viele Sachen, gewesen, wo wir sagen, hey, nein, Okay. es bringt es nicht, also das will ich jetzt nicht machen. Und ja, und Ich habe auch Kollegen, die dort leben und auch Schauspielschule gemacht haben. Und ich habe mal von ihnen gehört, vielleicht kannst du das ein bisschen den Leuten erzählen, wie das so ist. Weil ich habe das von ihnen, wo ich das erfahren habe, gesagt, ja, das ist schon noch, weil als Schauspieler, bis du einen guten Auftrag bekommst oder bis du in diese Szene reinkommst oder vor allem jetzt mit den heutigen Influencer ist es sehr schwer, weil denen wird momentan, also ich höre von denen, wird die Schauspieler nicht mehr so ernst genommen, sondern man schaut an, wer hat ein bisschen Reichweite, kommt nicht mehr da als Schauspieler. Aber das ist schon mit den Auditions, also mit dem Vorspielen, so, die machen zum Beispiel Videos, so vor der Kamera und dann schon, wenn es das so schickt, bekommen sie eigentlich schon Geld über. Gell, ist das richtig so? Stimmt das? Oder wie ist das genau? wie meinst du jetzt beim Casting, dass man beim Casting Geld kriegt? Ja, also beim Casting also bekommst ich du schon bin auch, Geld. ja, das ist auch so, ja. Auch wenn du nicht angenommen wirst. Genau. So quasi Du deine bist- Zeit wird honoriert. Einfach. Du hast Genau. SAG, dort weißt du, gibt es ja verschiedene, wie sagt man, verschiedene Stufen von Schauspielerinnen, Aha, oder? okay. Non-Union, SAG, Union, AFTRA, Also, was heißt all das? das. Eben, das sind einfach so verschiedene Stufen von Schauspielerei, oder? Da könnt ihr jetzt stundenlang drüber reden. Also, aber es sind aber einfach wie so viel- verschiedene. Du, zuerst bist du natürlich ein Non-Union, oder? Actor. So ein bisschen unbekannt, oder? Ja, so Non-Union Actor und du kannst dann nachher die zum Beispiel auf Union oder auf SAG spielen. Du wirst SAG, wenn du irgendwo in einem SAG-Film Ja. eine Sprechrolle gehabt hast, zum Beispiel. Okay. Dann kriegst du so Punkte und du bist dann als das angesehen und natürlich verdienst du dann mehr als Schauspieler. Du verdienst mehr als Non-Union und das ist eben immer so interessant in den Filmen, oder sieht man manchmal Leute, die Rollen haben, oder manchmal sind es auch nicht so schlechte Rollen, aber sie sagen nichts, oder? Ja. Das ist, weil sie den Status von Non-Union haben. Ah. Und darum sind sie wenig erlaubt, shit. zum etwas zum sagen. etwas sagen, ausser eben, sie sind dann für das zugewiesen worden. Ja. Es ist mega, es gibt mega viele so Kannst du Regeln vielleicht so ein und- bisschen Zahlen nennen für unsere und- Leute? Was bekommst du über pro, vielleicht, ich weiß auch nicht, pro Vorspiel oder nachher? Wie wird das verrechnet? Bekommst du den pro Stunde oder pro Tagesgage über? Also da kriegt man meistens eine Tagesgage, also ich habe immer Tagesgagen gekriegt. Und dort, ja, Tagesgagen. Und, gell, das ist so, ich bekomme nicht pro Monat Lohn bekommen, sondern pro Woche oder pro Tag direkt. Ja, du kriegst pro Woche. Also ich bin meistens pro Das ist auch Woche wieder- ausgezahlt schon worden bei einem Film, oder? Und es ist natürlich auch schön, oder, wenn du einen Film hast, der 3 Monate geht, dann wirst du jede Woche ausgezahlt, oder? Und Krass. also es ist schon, es ist eigentlich gut, man hat auch wie ein bisschen Sicherheit, oder? Okay. Aber man wird in Amerika so oder so gut gezahlt, ob man jetzt Union ist Schon, oder nur sagen. Also man wird wirklich gut gezahlt und man hat einfach so viel mehr Möglichkeiten, oder? Ja, Man hat so viel mehr Möglichkeiten. Ja gut, also gerade so vor Schauspiel ist ja allem der jetzt- Hotspot Ja. Genau. von der Welt. Aber Ja. Konkurrenz ist sicher auch hoch, weil es gehen ja auch viel und leben dort und wenn da nur Ja. Also Also der Dream von so vielen Leuten, die Ja, ja. das dann eigentlich Musik, machen. Klar, es ist so, aber es hat auch wirklich viele Möglichkeiten. Schon, ja. Ich meine, ich habe immer etwas zu tun gehabt und ich habe immer so viele Castings gehabt. Natürlich, die meisten Castings kriegt man natürlich schon nicht, oder? Ja, Es ja. ist immer so, gehst in so viele Castings und es ist wirklich, die Leute unterschätzen es sehr, oder? Die denken immer nur, was für Ja. das Leben und so, aber es ist knallhart und es Schon. ist wirklich extrem, wirklich hart, es ist schwer, also musst viel auch ohne durch, du darfst einfach nie aufgeben, du musst immer weitermachen. Ja. Erzähl mal vielleicht auch, wie du das Vorspiel, die Auditions musst lernen, weil die müssen manchmal, also müssen viel vom Drehbuch können auswendig lernen und das Vorspiel, oder wie läuft das genau? Ja, also du musst eigentlich alles auswendig lernen vom Skript dann, ja. Und egal, ob du jetzt das bekommst oder nicht. Das ist schon- Ja, also du kriegst, Also die Rolle. du kriegst Abschnitt vielleicht 4 Seiten
Und, 4 Seiten ist schon noch schwer auswählen, das wenig zu lernen. Das ist heavy. also Das ist intens, crazy ist natürlich, du hast manchmal nur ein paar Tage Zeit und du weißt nicht einmal, wie dein Charakter überhaupt ist. Es wird dir gar nicht gross gesagt. Du musst einfach von dir aus musst du die Szene lernen und du musst das alles anschauen und dann einfach etwas daraus machen. Oder du musst dann denken, okay gut, was mache ich jetzt daraus? Weil das heisst nicht viel. Cool ist natürlich, die meisten dort haben einen Schauspielcoach immer. Okay. Wenn du es dir leisten kannst, dann musst du einfach einen Schauspielcoach meinen. Das haben all die grossen Schauspieler, die haben alle immer einen Coach. Immer. Für jede Rolle, die sie haben sie einen Coach. Also da gehst du nicht einfach an eine Rolle her und da einfach einmal von dir aus das machen. Natürlich, wenn du halt das Geld nicht hast, dann musst du es machen, oder? Ja. Und dann kannst du von Glück hoffen, dass es trotzdem irgendwie geht. Aber vielmal, eben, wenn ich einmal einen Film gemacht habe, habe ich immer noch zusätzlich einen Coach gekriegt vom Film selber, wo dir dann hilft oder die Rolle vorbereiten. Also wo du dann so sagst, da in dieser Szene ist jetzt die Dame traurig und fühlt sich ein bisschen introvertiert, oder? Ja, genau. Also ich meine, die Grundlage hat man ja schon, aber der Coach kann einem wirklich noch so das Pünktchen auf dem eingeben. Weißt du, so der Schliff, oder? Ja. Weil ich meine, Schauspieler ist etwas, entweder hast du es oder hast du es nicht. Sorry, aber das kannst du einfach nicht lernen. das ist einfach so. Du kannst es. Gute Werbung für die Schauspielschule. Das ist einfach etwas. Ich meine, ich bin in der Schauspielschule dort, ich habe dort Schauspieler gesehen, die sind schon seit 8-9 Jahren dort und wenn sie siehst, kommen nie und auch wenn sie siehst, denkst du, was, also wirklich, das ist einfach etwas, du musst es in dir drin haben. Man kann die Schauspielschule, und das kann dir natürlich verhelfen, zum die verbessern oder zum vielleicht eben einfach noch den Schliff zu kriegen. Aber zum Lernen, du kannst dir lernen, Schauspieler irgendwie. Also du musst schon etwas schon in dir rein. Das ist wie jemand, der singt. Jemand, der nicht singen kann nicht plötzlich anfangen, eine Stimme kriegen wie Whitney Houston oder so. Ja. Du kannst sie vielleicht schon ein bisschen wodurch schleifen, so ein bisschen verbessern, aber eine Stimme wirst du nie haben. Also, was ist für dich ein guter Schauspieler? Was sagt ein guter Schauspieler? Was muss er haben, dass er ein sehr guter Schauspieler ist? Ja, dass einfach sehr natürlich alles übrig kommt. Eben, dass man Schauspieler wirklich abnimmt, oder? Ja. Dass er glaubhaft überkommt und das lebt. Okay, ja. Nice. Hast du mal eine berühmte Person dort gesehen in den 15 Jahren? Ja, Jesus. Ja, alle eigentlich. Erzähl mal. Bella Will Smith oder Bush. Also hast du mit denen auch Film, also hast du auch mit so berühmten Leuten? Ja, mit 2, 3, also ich habe ja 11th Hour, das ist ja, der DiCaprio hat mal etwas gehabt. Oh, wow. Aber ihn habe ich sonst schon kennt, ich bin auch schon bei ihm daheim gewesen. Ah, wirklich? Ja. Ah, was? Das ist Legende. Der ist strong. Ja. Mit welcher Hand hast du ihn berührt? Mit allen. Nein, geil. Leonardo DiCaprio, brutal. Echt, der Schauspieler ist ein geiles Sieg. Weißt du, für einen Typ ist ein geiles Sieg? Ja, er ist cool. Er ist sehr so zurückhaltend. Ja. Okay. Ja. Und der Nicolas Cage habe ich auch schon gesehen, aber ihn habe ich gesehen, als ich fliegen zum Film. Das war mega lustig. Ich habe ihn gesehen in der Business Lounge. Bin ich neben ihm gesessen dort. Ja, das war lustig. Bin ich auch mit ihm kurz ins Reden gekommen. Dann hat er gesagt, ey, du bist doch Miss Schweiz 2002, gell? Das bist doch du, gell? Das bist doch du. Gell, jetzt, wo ich überlege, das bist du. Aber. Oder Charlize Theron, sie habe ich schon gesehen. Ist denn, wenn jetzt du nicht so eine grosse Rolle hast in einem Film oder was auch immer für eine Rolle, werden da so Star-Schauspieler, werden die getrennt von anderen, werden die irgendwie so separiert oder so? Oder wenn jetzt da einfach so eine kleinere Rolle ist, kannst du einfach zu denen auch noch gehen, Ciabello, was läuft, oder? Ja, klar. Ja, da ist man, also ausser wenn du Background bist, dann natürlich weniger, aber auch dann hast du manchmal die Möglichkeit, um mit den Leuten zu reden, je nachdem. Aber wenn du eine normale Rolle hast, klar. Krass. Redest mit ihnen und krass. Also so als Beispiel, ne, dass ich bin nicht so in der Filmszene, wie ich hatte keine Ahnung, was du erzählt hast und so, ich hatte keine Ahnung. Ja. Wenn jetzt ich habe jetzt eine Rolle im neuen Man in Black oder so. Und du willst mit auch dort.
Und ich darf kein Wort reden. Ich bin einfach dort am Stehen und ich bin so ein Statist. Ja. so ein Statist. Der ist auch vor der Kamera. Könnte ich dann einfach zu ihm gehen, ciao Bello. Gehen wir Aber nicht, wenn Kaffee die Kamera trinken, läuft. oder? Ja, das nicht. Das verstehe ich schon, aber... Also wenn du der Statist wärst, Ja. ja, wenn es sich ergibt, klar, kannst du schon. Also, War geil. es ist ja nicht, sag ich, nein, also es ist schon möglich, aber eben vielmal nicht, weil alles so immer on schedule ist, dass einfach fast gar nicht, also wie sagen wir, on schedule, also alles so, Timed ist ja gar keine Genau. Zeit zum Reden, du merkst, ja. genau, meinst. oder? durchgetaktet. Ja, und ja, das ist dann manchmal schon schwierig, ja. Kannst du mal schon erzählen, wie so ein Tagesablauf von einem Schauspieler aussieht am Set, weißt du? Wie fängt es an? Also vielmal, wenn du ein Set bist und drehst, ist meistens der Wake-up-Call 4 Uhr morgen. Jeden Morgen. What the fuck? So 4, 5 Uhr. Musst vielmal ein Set, es kommt immer darauf an, je nachdem, was für Make-up das hast. Oder? Ja. Wenn natürlich aufwendig ist, musst du manchmal noch früher. Also es ist immer sehr, sehr früh musst du aufstehen. Und bist dann vielmal fertig. Eben wenn du sagst, zum Beispiel hast, dann darfst du wirklich nur 8 Stunden arbeiten. Ja. Wenn du über die 8 Stunden gehst, dann wirst du zahlt, dann müssen sie weiterzahlen. So oder? aber, Als Non-Union kannst du, glaube Überstunden, also auch den darfst du nicht, aber manchmal geht es halt Überstunden und wirst einfach nicht zahlt. nur maximal 12 Stunden. Wie viel dürfen wir pro Tag arbeiten? Ja, Also hat man dürfen arbeiten? ja. So etwas, 8. Aber so Überstunden, mit Überstunden. Ja, etwa. Ja. Und und dann ist man dort, oder? Filmt, macht Szenen. Es gibt Szenen, die machst du mega viel Mal, oder? 5, 6 Mal. Manchmal noch mehr, manchmal weniger. Und bist einmal sehr spät fertig, oder? Und dann geht es natürlich am nächsten Tag wieder weiter. Und musst dich halt immer in die Rolle hineinspielen. Ja. Es ist auch so, dass es, wenn es dann einen Turn gibt, oder? Ja. Von Tag zu Nacht Shoot, das ist dann auch manchmal sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich bin ein Nachtmensch. Vom Auflegen, Musik machen, ich bin immer ein Nachtmensch eigentlich gewesen. Ich kann so gut in der Nacht arbeiten und habe einmal die besten Ideen in der Nacht und für mich ist es kein Problem. Aber natürlich dann der Turn, oder, den du hast. Das heisst, ist du bist am ganzen Tag am 3 und dann musst du erst Pause und dann musst du am in der Nacht wieder... Ja. Krass. Oder manchmal tun sie auch dann einfach wirklich einen Tag Pause machen. Also das gibt es auch, aber es hat es auch schon gegeben. Oder Tag dreht, Pause und dann haben wir noch weiter gedreht bis am Morgen. Aber vielmal tust du einfach am Tag drehen, schlafst halt und dann gehst du am nächsten Tag, musst du einfach voll die Nacht durchmachen, oder? Und so Du musst einfach den ganzen Tag schlafen, damit du dann ready bist für die so Nacht. in diesen 15 Jahren, wie viel, oder ab wie lange ist es gegangen, bis dann mal irgendwie so in eine Serie gekommen bist? Weißt du, du hast schon gesagt, du bist auf Ja, also für die bei Schauspielschule. mir hat es lang gedauert, weil ich bin nicht ernst genommen worden von den Leuten lang. Also ich habe sehr... ist der Grund gewesen? es ist mega strange, bei gewissen Leuten funktioniert es einfach so. Ja. Und ich musste richtig müssen, wie, weiß auch nicht, mich beweisen, Gas geben müssen, weil weißt, die Leute haben natürlich das Gefühl, oder in der Schweiz, die kann ja eh nichts, weißt, die Leute Also haben die das gewisse Leute interessiert? nehmen So? einem gar nicht ernst, oder? Weil, ich meine, ich habe ja Schauspielerei schon gemacht, bevor ich in der Schweiz geworden bin. Das war ja für mich immer etwas, was mich fasziniert hat, was ich machen wollte. Und ja, ich habe schon auch gemerkt, dass die Leute mich nicht so ernst genommen worden, dass ich nicht ernst genommen worden bin, oder? Dass ich eher manchmal so belächelt worden bin, halt, ich kann einfach nur halt da stehen, winken und ein bisschen lachen und mehr kann sie nicht, oder? Aber ich habe nicht, ich meine, für mich ist es einfach so, wenn man an etwas glaubt, muss man einfach das durchziehen und auf andere Leute hören, weil es gibt immer Leute, die mit dem Finger auf einem zeigen, die nieder sind, die ein Problem haben mit dir. Es gibt so viel, es gibt fast mehr als nicht, oder? Und man muss einfach wirklich sein Zeugs durchziehen. Und mir hat es fast 10 Jahre gedauert. 10 Jahre fast, bis ich meine erste Hauptrolle dann hatte. Wow. Und das hat mich so happy gemacht, wenn ich denke, endlich gibt es Leute, die an mich, weißt, die wirklich an mich glauben, auch an das, was ich glaube. Und das war sehr schön gewesen, oder? Applaus für das. Bravo. Also 10 Jahre etwas glauben, 10 Jahre durchziehen, das ist intens. Mega schön.
Ja. Das ist heavy. Und das ist Ja. in diesen 10 Jahren bist du pendelt, in dem Sinne, in Anführungs- und Schlusszeichen, Ja. damit das Ja. dich finanzieren kannst irgendwie, oder? Ja, ja, bin pendelt, haben dort Auftrag gehabt, das gemacht, oder? Dann natürlich noch Schauspielschule und dann endlich, oder, Casting gehabt. Und man hat schon vorher auch Castings gehabt, Ja, aber ja. eben, es hat halt nie irgendwie gefruchtet. Und dann bin ich an das Casting und dann hat es auch geheißen, Nadine, du hast die Hauptrolle gekriegt. Und ich Was war das so, für ein Gefühl? Gewesen? yes, Wow. wow, das ist so... Eine Hauptrolle, oder was? Ja, ja, die Hauptrolle. Wow. Das ist Von welchem so Film? Also, Mary and Johnny. okay, Das heisst nice. von Samuel Schwarz, ja. Und Wow. super Regisseur. Und das war so eine coole Zeit gewesen. Und es hat mich so happy gemacht. Absolut. Und nachher ist natürlich dann oder eins nach dem anderen gekommen. Voll, wenn du mal Wenn drin du mal bist, drin dann bist, dann, ja. Aber auch musst du immer manchmal, weiterfahren. aber es ist auch dann, ich habe Musst wirklich dranbleiben. immer den Weg gehabt, immer so. Ich habe nie einfach können, weil sobald ich mal denke, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen, dann ist einfach grad, du musst immer dranbleiben, oder? Hast du mal einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, ey, vielleicht ist es gleich nicht meant to be? Nein, ich liebe es einfach so sehr, dass es bei mir ist wie sagen wir, wie dienen. Ich kann gar Du hast nicht. dich identifiziert mit dem Ja. als Schauspieler. Ja. Ja, mega Ist das schön. jetzt so Und- dies, wenn dich jemand fragt, was machst du? Sagst Also Musik ist ja auch mein Hauptstandbein Ja, jetzt. ja. Das ist ja auch, das ist ja dann gekommen. Ich habe ja wirklich einen Film nach dem anderen gedreht, viel. Und bei dem einen Projekt dann ist der Produzent sehr krank geworden, leider. Und mussten das Projekt abbrechen. Und dort ist dann dort habe ich dann nicht, habe ich gedacht, okay, oder mit dem hätte ich jetzt irgendwie nie gerechnet, Aha, weil so, ja. hast nie gerechnet. Und dann habe ich eben ein Projekt dann hier in der Schweiz gehabt, habe das angenommen. Und da bin ich dann plötzlich gewesen, weil eben mit Musik habe ich mich auch schon sehr lange befasst. Ich Ja. spiele Schlagzeug, seit ich 12, 13 bin. Du machst alles. Und alles. Nadine mit Und- kurzem Haar, Ja, wenn ja. du Kurzhaar, mit Skateboard, Banker in Skateboard, der alles Garage, Mist. in der Garage am Schlagzeug spielen. Ja, gell? So, dann will ich unterbrechen. Und, ja, eben die Musik hat mich natürlich auch immer fasziniert. Ich hatte schon immer Hintergedanken gehabt, so mit Musik. Auch all meine Freunde, das ist irgendwie Okay. ganz strange. All meine Freunde sind immer Musiker gewesen. Aber das Okay. habe ich gar nicht gesucht, das ist einfach irgendwie so passiert. Ah, Das deine ist Partner mega- so, Ja, ja, aha. auch. Ah. Und auch meine Freunde, die ich hatte, damals auch immer ja Musik gemacht. Die haben ja den Avicii habe ich ja auch kennt, der Tim. Ah, okay. Ja. Ja, und er hat mir auch immer gesagt, du musst unbedingt er hat immer wollen Schauspieler werden. Ah, wirklich? Ja, Ah, das wirklich? ist so lustig Also, nicht gewesen. gewusst. Wow. Er hat gesagt, es sei so funny, er will Schauspieler werden und ich will Musik machen. Und ja, er hat gesagt, ich soll unbedingt dranbleiben. Wirklich. Also hast du Ja. ihn hast du ihn sehr gut gekannt? Ich habe ihn gut kennt, ja, also sehr gut. Wir haben uns wirklich viel getroffen. Ah, wow. Okay. Weil ich weiß auch nicht, mit gewissen Leuten, man klickt einfach. Ja, ja, es ist, connecten ganz, schneller. Ja, ja, es ist safe, wirklich ja. ganz straight. Ich meine, ich kenne so viele Leute dort in Hollywood. Ich habe so viele Leute kennt, aber es ist ganz eigenartig. Mit dem hat es einfach wie Klick gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn schon seit eh und je. Mhm. Er ja auch, er hat mir das auch gesagt. Er hat auch gesagt, das sei so strange. Er wüsste nicht wieso, aber er hat das Gefühl, er kenne mich auch schon seit Ewigkeiten. Okay. Oder? Und wir sind auch beide Jungfrauen. Ja. Sternzeichen. Ja, genau. Ich ja. auch. Ich bin auch Jungfrau. Schon Jungfrau? Yeah. Jungfrau? Ja. Bro, ich bin Jungfrau. Jungfrau. Nein, du bist keine Jungfrau. Ich bin Mann. Jungfrau. Du bist keine Bro, Jungfrau. 13. September, ich schwöre, ich bin Jungfrau. Nein. 13. Ja. September. Bist du Jungfrau? Ja, hast du Geburtstag? 28. August. Nein. Ohne Scheiß, Bro, wir kennen es 4 Jahre. Ich habe gewusst, wenn du Jungfrau-Klicks! Oder traurig, nach 3 Jahren weiss ich ja schon, Ja, wie du weißt bist. du, ich dachte, du verarschst mich. Nein, Ach ich habe gedacht, du so. verarschst dich bei mir. Darum Nein, matchen wir das ist so. funny. Lol. Ja. Wann hast du Geburtstag? So lustig, am 5. September. Am 5. Jetzt, Ja. unter uns, Jungfrauen So sind die funny. Besten. Ja. Wir sind Jungfrauen, brutal. Sternzeichen. Wir sind brutal. Voll, absolut. Virgos. Virgos. Voll, ja. Wir sind Voll. brutal. So gut. Er ist schon Jungfrau, okay? Ja, Ja, ist genau. Und wir haben es so cool gehabt. Wir sind einmal zusammen in den Ausgang. Ich bin auch bei ihm, wo er das Haus zu neu gebaut hat, oben Ja. in den Hills in Hollywood. Hat er mir am Lau, sind wir einmal dort gewesen, hat mir haben müssen sogar helfen, gewisse Sachen, Nein. was er soll irgendwie Okay. einbauen und so, ja.
Und, Holländer? und ich werde nie mehr vergessen, er hat auch die Weisheitszähne. Ich habe die Weisheitszähne in Amerika rausgelassen. Also rausgenommen. Und er ja auch. Er ist extra, das werde ich nie mehr vergessen, so lustig. Er ist extra auch nach Amerika, weil in Amerika kriegst du Vollnarkose, weil ich habe so Schiss zum Weisheitszähne, so Schiss, oder? Und ihn das in Amerika extra machen lassen, damit ich nicht das hier in der Schweiz oder, kann machen, dass ich schön die sind so, Amis sind ja anderes Level, auch mit Tattoos und so. Dort kannst du ja auch Vollnarkose machen für Tattoos. Ja, und hey, das war super gewesen. Das ist so, und er hat eben genau das Gleiche gehabt. Und er hat es auch extra in Amerika rausmachen lassen, weil er auch voll Schiss hatte, oder weil er das auch nicht wollte. Weil in Schweden macht man das, glaube ich, übereinander. Schweden. Genau. Und und wirklich kurz darauf ist er nachher gestorben, leider. Wow. Er hat mich noch seinem Management vorstellen. Wirklich? Also Ja, in dieser Zeit hast du ihn gekannt? Ja. Das ist nicht so... Nein, wir kennen uns nicht da, weiss ich nicht wie viele Jahre. Wir haben uns kennengelernt und nach einem Jahr... Aber hast du dann etwas mitbekommen, wie es ihm geht oder in dieser Zeit? Ja, mal eben, also es ist schon, ich will nicht zu fest darüber reden, weil ich will nicht, wie sagen wir, Respekt, also... ja, ich verstehe es. Ja, absolut, ja. Da jetzt etwas sagen, aber ja, er hat mir Sachen gesagt, wo ich plötzlich gedacht habe, okay. weil viele leider in dem Business sind so abgehoben und wirklich, schon extrem, ja. wirklich auf einem ganz anderen Level, wo die Leute nur noch auf einem oben runterschauen, oder? Und Tim ist das absolut nicht gewesen. Er ist so, wirklich so humble, einfach so ein lieber, er hat wirklich das Herz am richtigen Ort gehabt und ganz ein netter Mensch. Und dass er hat müssen so früh gehen, ist einfach, ja, es ist so schade. Das ist so. Auch ein bisschen Inspiration gewesen, um dann Absolut. mehr in der Musik zu machen? Ja, auf jeden Fall. Und das Krasse ist, Seni. als er an seinem Todestag habe ich meinen ersten DJ-Auftritt gehabt. Ah, was? Wow, Ja. Krass. okay. Das ist mir so noch, das ist 2 Stunden bevor ich spielen Wow. kriege ich die Nachricht von meinen Kollegen, Nadine, der Tim ist gestorben. Ich so, was? Es ist mir, ich bin Ja, Welt das- zusammengekommen. Ja. Ja, ist sehr, sehr. Wie hat nachher deine Karriere in der DJ-Szene angefangen? Also nachdem, oder ist es genau die Zeit, wo ihr den Kontakt Ja. habt, hast du nachher, Ja. du leist hauptsächlich Techno? Ja, also House? ich lege Techno und auch so Tech House. Also Okay. Techno unter einem anderen Namen mit Nadine tue ich so Tech House, Okay. Melodic, so ja, House, so ein bisschen Sorry, in dem Stil. Also einfach DJ auflegen, du produzierst das selber nicht, oder? DJ, ich bin am Lernen Produzent, also ich Nice. bin am Lernen, aber es ist wirklich sehr viel Arbeit. Ja, also Stand jetzt einfach das DJ. ist So ja einfach. DJ. Natürlich, ich bin jetzt da noch nicht da, weiss ich nicht, als Produzent, aber ich bin dran, so ein paar Tracks jetzt zu machen. Es Ah, was braucht geil. mega viel Zeit. Also, Absolut. vielleicht schaffe ich es mal irgendwie. Ja, Keine Ahnung, dranbleiben. aber, Du schaffst es, weil du immer an dich geglaubt hast, oder? Und jetzt Ja. glaubst du noch einmal für die Musik und produzierst einen riesen Hit. Wer Nur weiß, schnell, ja. bevor ich das vergesse, kannst du uns erzählen, wer ist dein Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? Oder wer hast du so als Vorbild gesehen, bevor wir hier zum Schauspiel weggehen und dann in die Musik reinkommen? Hey, hure stark. Bravo. Also einer der besten, also ich finde Edward Norton finde ich sehr gut. Okay. Ja. Nice. Und der Leonardo DiCaprio ist wirklich einer der besten Schauspieler, muss ich sagen. Er ist wirklich absolut top, was er geleistet hat. Ja, Das sind auch so deine Vorbilder gewesen, oder? er ist wirklich super gewesen. Oder eben auch Charlize Theron, den ich dann auch mal erlebt getroffen hast. habe. Das ist ein Das Hologramm, ist, das also ist sie hat bei Monster, sie hat ja eine Auszeichnung gekriegt für Monster. Sie hat dort so Wie heisst sie? Sorry. fantastisch gespielt. Charlize Theron. Charlie Chaplin. Nice, okay. Nein, mega. Eben, ja, und mit dem Jack Nicholson bin ich auch schon etwa 4 Wow. Mal zum Mittagessen. Das war auch sehr cool gewesen. Okay. Der von Shining. Er von Shining. Sehr eine interessante Person. Ey, mega. Also, das Ja. ist ein riesen Schauspieler. Ja. Er hat auch Hammerfilme. Er ist auch ein super Schauspieler, muss ich sagen. Ja. Er Ich sehe ja ist- auch ihn bei den finde ich auch Lakers in wirklich der ersten top, ja. Reihe. Und eben Charlize Theron, wo ja
Monster gespielt hat. Also wenn ihr den Film, ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt, aber in Monster hat sie wirklich so eine super Rolle. Also wirklich, wow. Für das hat sie dann auch eine Auszeichnung gekriegt. Mich fasziniert eben so Rollen zu spielen, oder, wo du komplett anders bist. Also was sind die Lieblingsrollen, die du Ja, da will ich sagen, lieber das, Also- wo ähnlich ist wie du, oder Nein, etwas komplett Böse? anderes. Hast du mal einen böse Nein. Wichtin Also ich gespielt? habe einmal eine Blinde gespielt, Krass. eine, die einfach wirklich crazy ist und Blinde. wirklich und dann im Messer-Massaker, die Rolle habe ich auch geliebt. Die ist so cool gewesen, von Michael Steiner. Ja. Das ist auch einer von meinen absolut Lieblings Okay. Dreh- und Lieblingsfilmen gewesen. So cool und mit ihm zu arbeiten ist auch einfach absolut genial. Er ist so ein guter Typ und Regisseur, also wirklich sehr cool. Und die Rolle dort von mir ist ja so ein bisschen Balla, also wirklich. Okay. Ich bin voll, wie sagt man, fanatisch gsi mit den Simpsons. Das sind alles immer nur die Simpsons, oder? Und ich habe auch, weißt so, Schmurales, weißt du? Da habe ich den auch gemacht, oder? Ist so halt auch ein anderer Dialekt und einfach so einen kompletten Charakter habe ich gespielt, oder irgendwie. Und das macht schon extrem Spaß, etwas zu spielen. Ist es weird, oder ist es komisch, dich selber zu sehen in einer ganz anderen Rolle? Also weißt du, ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, wenn jetzt ein Schauspieler sich sieht, wenn jetzt ich weiß auch nicht, wenn der Leo DiCaprio sieht, der Typ von Wolf of Wall Street, sieht er, wie er so voll dort am Drogen ist und voll exzessiv lebt und er ist selber voll der, vielleicht ein distanzierter Typ, wie du das vorher gesagt hast. Frage ich mich einmal, wenn du das dann so siehst, ist das dir nicht ein bisschen unangenehm, dich anders sehen, wie du gar nicht bist? Weißt du, was ich meine? Ja, es ist manchmal schon strange zu mir gesehen. Also gut, wenn ich so voll einen Charakter spiele, eigentlich, ja, also ich habe manchmal schon ein bisschen Mühe, zu mir selber anzuschauen. Also vor allem, man sieht sich selber immer ganz anders und ich bin sehr, sehr selbstkritisch, Okay. was das anbelangt. Also, ja, und ist manchmal schon strange. Ja. Ja, Absolut. ja. Ja, wie eigene Sprachnachrichten hören. Ja. Wenn eigene Sprachnachrichten hören, ist ja immer voll... Ist ja voll die Szene, finde ich schon komisch, wenn du das so selber hörst. Und eben, ich bin ja so picky. Ich denke immer, das hätte ich vielleicht noch, das hätte oder dort noch. Aber es gibt schon Sachen, wo ich wirklich, wo ich kann sagen, hey, mal, das habe ich super, das habe ich jetzt gut gemacht. Was findest du denn ist deine beste Also Leistung die als Schauspielerin? Also die von den Simpsons habe ich wirklich, die Rolle ist wirklich absolut cool gewesen. So, Ja. bist du stolz auf die? Ja, Also, wenn es mir würdest sagen, hey, schau mal meine Sachen an, schau das, Ja. wirst du mir das Ja. sicher. Und Mary und Johnny auch. So. Die zwei, ja. Und- Und der Film, den ich blind gespielt habe, der Regisseur ist eben leider gestorben. Und dort wissen wir jetzt nicht grad, was passiert. Ja, Also ist der Dreh fertig gewesen? ja, Dreh fertig, aber er Und ist dann leider ist er ab- gestorben nachher. Und jetzt ist der Film, ja, So ein bisschen auf dem Eis. ja, Oder was passiert? ja. Krass. Ist auch schade, oder? Ja, sicher. Wenn- Voll viel Zeit, Geld, Ja, ja, alles genau, ist investiert alles, oder? worden. Und nachher, Krass. ja. Aber haben die Aber- nicht eine Versicherung oder so, wo sagt, hey, oder was ist es? Ist es so eher kollegial? Was ist das für ein Film? Also- gewesen? Weißt du, wenn so Ja, bis ins mal, Wasser es ist ein geht? grosser, es ist ein grosser grosser Film Auftrag gewesen. Ja, also wir sind da lange am Drehen gewesen, super Leute gehabt, auch das Team von Lost und Krass. gute Schauspieler sind dabei gewesen. Wir sind überall auf der ganzen Welt umgereist, um den Film zu drehen und ja, Wow. Bist du schon mal Und- und nominiert das worden ist- für etwas? ja, für Mary und Johnny. Also bist du Ja, nominiert also worden? der Film ist wirklich super. Also, Auch. Für Ja. was bist du nominiert worden? schreiben. Für Mary und Johnny. Also, von welcher... Als beste Schauspielerin, glaube ich. Ja. Wirklich? Und dann ist, Was? jetzt weiss ich aber grad nicht mehr, ja. in was für ein Award? Also was ist es? Also, weißt du, Oscar, oder ich was? kenne nur Oscars, ich weiß nicht. Nein, für Privalo. Ist das Privalo. Ja. Nice. Schweizer Preis, ja. Ist das von der Schweiz? Ja, Ist das Mary ein Schweizer und- Film gewesen? ja genau. Mary, Mary Mary. und Johnny. Mary and, also das End machst du so, weißt du, das Unzeichen. Zeichen. Ja. Ah, und Johnny. Mhm. Maria. Mary. Maria. Maria und Josef. Die harte Übersetzung. And ja, genau, bravo. Johnny. Machen wir den? Machen wir Film aus, ja. Mary und Johnny. 2011, mir auch schon ein Moment her.
Bist du das? Ja. Ah, wirklich? Ja. Oh, wow. Du siehst Ja. noch älter aus als jetzt. Ah, wirklich? Ja. Das war vor 12 Jahren. Echt? gewesen. 13 Jahre so. Merci. Nice. Okay. Ja, ja. Okay. Ja. Und Top. eben, also ich liebe es halt eben, wenn ich mich so verwandeln kann und so, oder? Und das macht schon Spaß. Wie ist nachher, nach 15 Jahren, wieso bist du wieder zurück? Weil eben, ich habe da, es ist eigentlich irgendwie alles so ein bisschen crazy gewesen. Ich bin dann ja nach Miami auch noch leben. Ich bin gerade vor 2-3 Wochen gewesen. Miami. Wirklich? So, Applaus für Miami! Ist so geil, ich habe es so geliebt. All the feeling. Ja, ist retro con Hola Papi, che Hola, tal mi papi, amor? ¿qué tal? Ay, Mucho punto so gusto. retro. Sorry, ja. Ah, nein. Ja, ich bin dann nach Miami und ich hatte dann eben ein Projekt hier in der Schweiz gehabt. Aha, okay. Und 2 Projekte in Amerika sind dann abgesagt worden, wirklich eigentlich gerade beide gleichzeitig, weil eben der eine ist ja der Regisseur ist krank geworden und beim anderen ist, ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, was dort genau der Grund war, wieso es dann nicht funktioniert hat. Und eben, ich hatte dann da wirklich ein paar Sachen gehabt und habe dann gedacht, hey, ich bleibe jetzt gerade da. Und nachher ist Corona gekommen. Ah, okay. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt, gerade in der Corona-Zeit. Ah. Und dort ist dann der Entscheid gekommen, dass ich, Die Liebe. dass ich da bleibe, weil ich habe doch, also in L.A. muss man es nicht versuchen, zu einem Freund zu haben. Gross. Ja. Ich meine, ich hatte dann auch Freunde gehabt, auch datet, aber es ist sehr schwer dort. Also, dort nimmt Ja, ja. niemand etwas ernst, oder? Mhm. Da kannst du nicht darauf gehen, dass es etwas Seriöses oder etwas ist, das länger hebt. Und Okay. da musst du wirklich auch damit rechnen, dass sie oder er noch 5, 6 andere gleichzeitig hat. Oder? Das ist dort so ein bisschen Also einfach so in dieser Mentalität. Branche oder? Ja, einfach dort in L.A., in Hollywood. Okay. Ja. Ja, ist es schon viel so. Kannst du vielleicht mal unseren Zuschauern erzählen, was müssen sie müssen sie darauf schauen, dass sie eine Karriere starten können als Schauspieler in L.A.? Auf was müssen sie schauen? Vielleicht Tipps geben, die du falsch gemacht hast? Vielleicht so ein paar Sachen. Was da in Nein, allgemein, Ja, kannst du also- uns sagen. Aber Kannst du auch ihm sagen? Also ja, Tipps würde ich sagen, immer dranbleiben. Also einfach wirklich nicht auf andere Leute hören, weil es gibt so viele Neider und Leute, die einem Böses wollen da draussen, die einem nicht ernst nehmen. Wirklich einfach nicht aufgeben, immer weitermachen, immer das machen, wo man daran glaubt, weil irgendwann wird schon mal ein Türchen offen gehen. Oder? Man darf einfach, und man muss konzentriert bleiben, man muss wirklich so einen Weg haben, oder? Man muss den Fokus haben. Auch ein Tipp, nicht mit anderen, da gibt es halt so viele Regisseure, Leute, die grosse Namen haben, die haben einfach, wenn ausnützen, es ist einfach so. Das Schon, habe ja. ich müssen erleben. Also ausnützen, was wollen sie von einer? Ja, quasi eben, kommst mit mir mit, oder? Kommst Aha. mit mir ins Bett Ja, ja. Aha. und So. dann hast du es. Und wirklich, wortwörtlich so haben sie mir gesagt, das Wow. sind wirklich grosse Leute, also so gross wie der Weinstein, also es sind wirklich grosse Okay. Leute, die mir gesagt haben, ich bin mit einem habe ich mich getroffen, oder? Und der hat mir dann gesagt, Nadine, ich bin dein goldige Ticket für Hollywood. Boah. Und er hat mir Krass. hat wirklich schon mit den grössten Stars geschafft. Und er hat gesagt, Ja. wenn du das nicht annimmst, was ich dir offeriere, kannst du es vergessen. Weil Krass. so, Ich tue da aktiv Sachen blockieren. Ja, ja. in dem Ja, ja. Sinne mäßig. ich könnte es vergessen. Krass. Er hat ein goldiges Kärtchen gehabt, er hat mir das gegeben. Und er hat gesagt, nächstes Mal, wenn wir uns beim nächsten Mal treffen, musst du mit mir mitkommen. Oh. Und Okay. ich meine, ich bin nur Der Riesenschock. was Wie alt bist bist du du gewesen? für Wie alt bist du also gewesen? das ist eigentlich gar noch nicht so lange her, erst ein paar Jahre, Ah, bevor ich Weißt du, zurückgekommen bin. Weil ich meine, wenn das ich sag, so ein 22-jähriges Mädchen, junge Dame, wo voll der Traum hat, am Schluss überzeugt sie noch mit so, Absolut. weißt, überzeugt sie noch mit so Sachen. Dass, Ja. wenn als gestandene Frau oder gestandener Mann, jeder kann das also etwas bekommen. Ja, das ist crazy. Und Schon ich anders. bin nur dort gesessen, weil erstens absolut nicht mein Typ. Ich hätte mich ja gar nicht mit dem können anfreunden auf diese Art, weil das ist einfach absolut nicht mein Typ gewesen. Wirklich nicht.
Und auch sonst, jemand, der so etwas sagt, muss ich schon sagen, sorry, also kannst ja eh nicht drauf gehen. Ja. Dann könnte ich einfach ausnutzen, oder? Ja. Würdest du es machen, sagen wir, du würdest jetzt mit dem das machen und nachher tschüss, oder? Dann hast du sowieso mehr verloren. Bei so Sachen auch wirklich einfach immer die Standpalt sagen, nein. Also es war für mich so, gewesen, gesagt, nein, dann gut, dann bin ich halt lieber nicht in Hollywood, das ist mir egal, aber wenigstens habe ich mich nicht verkauft und mich, also ich würde mich ja so grusig noch, also ich würde mich ja richtig schlimm fühlen, weil es geht ja gar nicht mehr um ein Talent, es geht ja nur noch um wer macht Bein breit, auf Deutsch gesagt, und wer nicht, oder? Und was hat das mit Schauspielerei zu tun? Und das ist leider in dem Business auch sehr viel verbreitet und auch dort so. Es war nicht nur er, der mir das angeboten hat, es waren noch andere. Also wirklich, das ist so Daily Business-mäßig, das ist wirklich so etwas, das habe ich ein paar Mal gehört, dass das so ist. Aber ich habe mal von einem berühmten Künstler gehört, dass er gesagt hat, wenn du in dieser Branche als Schauspieler, Musiker willst Karriere machen, musst du entweder Sex oder Geld haben. Ja, es ist schon so. Ja, ist es so? Es ist viel so, ja. Wow. Also da musst du viel, ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt, dass ich Rollen gekriegt habe, dass ich Film machen und so. Und das ist schon 10 Jahre lang. Wo ich wirklich das auf eine echte Art gemacht habe. Oder? Und nicht ich meine natürlich viele dort sind natürlich auch verwandt, oder? Wenn du einen Verwandten hast, der in Amerika, in Hollywood bekannt ist, kommst du automatisch rein, kommst rein. Und das ist ja so, oder eben, es gibt natürlich viele, die haben halt einfach sich hergegeben, oder? Haben halt das mitgemacht, haben sich verkauft und haben dann durch das nachher gewisse Rollen gekriegt. Und ich meine, ich habe auch schon mit Leuten zusammen geschafft, die haben gesagt, ja, weißt du, sie nur Freundinnen unterstützen, oder? Produzenten, mit denen, die halt zusammen sind, oder? Und die anderen nicht. Aber ich bin einfach so ein Mensch, sorry, ich kann das nicht. Ich würde mich, und vor allem hast du ja eh nicht Garantie nachher. Oder? Und dann bist du nachher auch abgestempelt und das muss ich. Und da in der Schweiz? Da in der Schweiz habe ich auch schon gewisse Sachen erlebt, die nicht so angenehm waren, aber selten. Also, gut, da ist die Szene. Also. Nicht wirklich. Also, weil die Szene klein ist, ich denke, wenn es 2 Produzenten gibt, weißt du, dann beide machen das. Dann ist es schon ein bisschen Monopolstellung. So. Wer weiss, vielleicht ist etwas, was ich weiss, aber eigentlich nein. Also da habe ich jetzt in der Schweiz ich nie, außer einmal etwas Komisches erlebt. Aber die Leute haben natürlich schon, es ist halt schon schwer. Darum, es ist wirklich immer wichtig, sich nicht auf so Sachen einzulassen. Absolut, weil wenn man sich auf so Sachen einlässt, meistens geht der Schuss hinaus und das bringt es nicht, oder? Also, finde ich. So. Ja, und halt einfach dranbleiben an dem, was man glaubt. Und auch für die Musik für mich ist auch wieder etwas Neues. Da muss ich auch... und wie lange machst du jetzt mit der Musik schon? Das mache ich jetzt ein paar Jahre, ja. Und, weißt du schon, also wo leihst du auf, was machst du, also wo bist du jetzt unterwegs? Ich habe schon lange mal den Schwenk machen zu DJ, aber aber es war schon mega interessant. Ja, interessant, interessantes Gespräch gewesen. Also bis jetzt. Es geht weiter. Das ist immer interessant. Warte, du machst ja auch Videos. Ja. Also wissen die Leute, also die uns zuschauen, wissen dass ich Videos mache? Du hast auch schon Videos gemacht in Amerika. Ja. Ja, aber es ist jetzt gar nicht um mich, sondern mir. Was willst du? Und was willst du hinaus? Ich weiß es nicht. Wie hast du deine Leute gefunden zum Video? Nein, gar nicht. Das ist in LA ist es Licht. Jetzt, was rumgeht. Oder? Ja, nein. Also, ich glaube, der Didi ist das beste Beispiel momentan, was rumgeht. Das ist ganz krass. Nein, ich finde überall Schauspieler ohne Problem. Sorry. So ist es nicht. Ja, das machst du jetzt seit 2-3 Jahren. Wo finden wir dich so? Wo leist du? Bei deinen Reels, die du auf die Minze gesehen hast, mega viele in den Bergen. Ja. Voll die Lokalpatrioten. Après-Ski-Partys. Voll die Lokalpatrioten, immer im Bündnerland am Auflegen. Ich bin jetzt wirklich den Winter extrem viele unterwegs gewesen. Also in St. Moritz, in Österreich, Bündnerland, Österreich, dort, da. Das war cool. Nice. Also in Österreich ist auch sehr cool, also die wissen dann, wie Party machen. So Ischgl ist doch voll das Ding, nicht? So für, ja. Einfach allgemein, Österreich auch, die wissen einfach, die wissen so, wirklich, wie Gas geben, ja, also, Party und so. Wenn du auflässt so in einem Après-Ski-Gebiet oder in einem Skigebiet,
ist dann einfach so, machst du trotzdem dieses House-Techno-Ding oder bist du dann so voll Schlager. Nein. Nein, das mache ich nicht. Ja, das ist oftmals so Après-Ski. Voll, ja. Ja, klar. Nein, es gibt aber auch viel Après-Ski mit so elektronischen Ja, ich kenne das mehr so. Ich bin auch schon ja, 2-3 Mal in Davos, Ja, habe ich das ja. so mit. Das ist geil. Und das ist natürlich cool, ja. Das macht natürlich sehr viel Spaß, weil vor allem eben mit Musik auflegen kannst, die du gerne auflegst. Ja. absolut. Aber auch dort gibt es dann halt manchmal halt in der Musikszene ist halt auch viel oder so quasi, wenn du das spielst, kannst du das nicht oder irgendwie so. Und Okay. das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und Also doof. mach mal ein Beispiel, wenn du das spielst, kannst du das nicht. Ja, halt eben in der Musikszene tut man ja auch extrem viel trennen, eben zum Beispiel nur melodischer Techno oder nur Tech House oder nur House oder Okay. und denke manchmal, wieso das eigentlich überhaupt so ist, weil meine, die Leute sagen ja alle immer, Musik ist We are united, Ja. alle So der kommen Classic. zusammen, weißt, einfach, aber wenn es wirklich darum geht, nein, du kannst dort, weil du dort gespielt hast oder so, geht es so. Ah, weißt, okay. Ah, du hast in La Rosa gespielt, also jetzt als Oh, Beispiel, du hast irgendwo okay. im Platz A gespielt und nachher sagen die im Platz B, geht nicht, weil du dort gespielt hast. Ja, jetzt also, bei mir jetzt persönlich ist es nicht passiert, Ja. aber das habe ich wirklich Schon schon gehört. Aber viel ja, das habe ich, gehört, das habe ich auch schon viel. Also So, das Und- ist auch so mit und- Exklusivverträgen und so, dass nur dort auflegen. oder aber eben, weil es auch wirklich wie so Rivalen manchmal sind. Oder? Eben, und man sagt, es ist so schade, wieso muss das so sein? Ja, ja. Oder? Ja, Das als ist- Veranstalter ist das ist jetzt So, als ja. Artist-Sicht oder als Fansicht ist genau der Punkt, aber die andere Seite, der Veranstalter, sagt sich halt, absolut. ich mache ja. dich exklusiv, wenn ich einen Exklusivvertrag mit dir habe. Wenn ich sage, Gut, auch, wenn glaube jemand Fan ist von dir und ich sage, ich habe bei mir in meinem Club oder in meinem Ja, Skigebiet oder wo auch immer, Exklusiv natürlich, aber dann ist ja auch gut, dann hast du ja auch etwas, oder? Einfach sonst, wenn du gar Ja, nicht aha, exklusiv so, bist. ja, dann... Ohne dass du Exklusivität hast oder so, Ja. quasi einfach, hey, wenn du dort spielst, dann kannst du bei uns nicht mehr spielen und weißt so Sachen. Also muss wir, sagen. ich und Randy, wir sind brutale Partymakers. Also jede Party... Also ich finde, das sollten doch alle einander respektieren, man sollte doch happy sein. Absolut, doch das ist wirklich so. united sein, Ja. alle, ist Genau, doch egal, richtig gesagt. irgendwie, auch die Musik soll doch jeder da spielen, was er gerne hat und gleich noch dafür angenommen werden, oder? Also, Ich finde ist meine Meinung. ich find vor allem, weißt du, wenn jemand einmal so Musik hatet, dann denke ich immer so, vor allem bei Musik, Gell? Alter, was interessiert es Ja, denn? Lass voll. den Kack nicht. Ja, du hörst nicht. Dann lass nicht. Absolut. Weißt du, wenn sie sagen, wie kann man, ich kann nicht bei diesem Haus und Techno und ist voll und das ist gar keine Genau, Musik mehr. ja. Bruder, hey, Fresse, Alter, nicht so. Alter, dann lass nicht so. Was Oder ist so Après-Ski, weißt du, dann lass nicht. ja, Gell? eben. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Stil und Absolut. das ist doch die also meine, Hauptsache es macht einem happy, oder? Ja, Wenn man da voll, ja, spielt oder das, soll ja eigentlich jedem Vor allem- offen sein. Vor allem, ich finde so, Après-Ski ist jetzt, auch nicht, ist jetzt zum Beispiel nicht so mies. Aber ich finde, wenn du wirklich so einem Skigebiet bist und es läuft dort Après-Ski, amigo, das catcht dich. Das Ja, ist ja, auch, absolut. weißt du, so Ja, im ja, Vibe, ja, rein, weißt du, voll, so im voll, Vibe. So. Oder genau. wenn du irgendwo an einer Hochzeit bist, das ist auch so ein Classic, finde ich. Ja. Weißt du, mit meiner Frau sind wir jetzt ein paar Mal halt im Balkan, irgendwo in Bosnien, so einer Hochzeit gewesen. Dann kommt irgendwo so aus dem traurigsten, hintersten, dreckigsten Dorf vom Hinterwald kommt irgend so ein Sound, den du noch nie gehört hast. Und du denkst, Alter, was ist das? Und irgendwann plötzlich fühlst du es, plötzlich merkst du, das ist voll dein Ding, plötzlich bist du voll dabei. Vor allem da, Ja, voll, plötzlich bist du voll dabei, ist nice. Nice. Aber das ist Musik halt, oder? Was ist... Nein, das ist schön, aber ja, ich finde es einfach so cool, an so verschiedenen Orten zu spielen. Ich bin auch schon in Dubai gespielt, am Ah, Strand so. oder in Ägypten auf einem Boot und halt einfach so, dass man auch reisen kann. Das ist auch bei Schauspielerei, man reist oder man kann neue Orte sehen und jeder Ort hat wieder etwas anderes Genau. Schönes, Neuer oder, Charme, ja. wo cool ist. Wo ein Charme ist, ja, wo man Absolut. denkt, hey, wow, das ist jetzt genial. Sicher, Und, aber eben, es hat mir sehr Spass gemacht, jetzt im Winter einmal auf den Bergen, vor allem wenn es schön Wetter ist. Oder leider ist der eine Event ja abgesagt worden, weil es so gestürmt hat. Okay. Wenn es schön Wetter war und es eben nur draußen stattgefunden hat, hast du das halt dann leider, ja, Wieso? Ist nicht es stattgefunden. dein Ziel auch mal auf die grossen Bühnen, auf die grossen Festivals? Was ist so dein Traum, den du erreichen willst? Ja, das wäre sicher cool, ja, aber ich bin jetzt da nicht, wie sagt man, fanatisch, hey, ja, wow, ich muss das Welches jetzt machen. Festival würdest du am liebsten gehen? Exit Festival ist ja sicher auch cool. Ah. Ja. Ja, war ich bin da gewesen, das ist geil. Ah, was? Ich bin dem gewesen. Wirklich? Lol, heisst das Exit? Ja. Krass. Oder nein, natürlich eins, wo ich gerne würde gehen.
ist auch zum Beispiel Tomorrowland Ja. ist natürlich auch sehr cool, oder? Ja, also das ist ja das eines der berühmtesten, so als Ja, Laie. voll. Das, Tomorrowland ist sicher cool. Aber eben, wie gesagt, also ich bin jetzt da nicht, boah, ich muss jetzt dorthin und ich mache das. Ich bin jetzt wo ist jetzt? Miami, Orlando. Im Ah, Afterlife in gesehen, um Ultra Festival. wirklich? Geil, ja, Ah, voll. wirklich? Oh, Voll cool. gefeiert. Wo läufst du? Cool. Ja, in Amerika, das ist eben auch so cool, da gibt es so viele Festivals immer, Die- wo es ja, da mega nicht extrem. gibt. Da gibt es einfach nicht. Ja, ja. Und das, wir sind immer ans Festivals gegangen, So und geil. dort und da. Und Ich glaube, das mehr aus. Das ist ein riesen Ding mit das denen. Ja. vermisse ich manchmal so ein bisschen. Okay. Es gibt da nicht so viel. Oder? Und die es gibt, hure viele sind von Amis übernommen worden bei uns. So bei einer Frau gehört zum Beispiel Amis. Ah ja? Die haben das übernommen. Das ist voll das Ding mit denen. Ich bin Musik und Okay. Musik und Schauspiel. Film. Also beides, ja klar, ja. Nice. Aber Musik macht brutal Spaß. Also ich liebe es aufzulegen. Das ja. ist halt, man könnte sagen, es ist näher voneinander, weil es so entertaining ist, aber Schauspiel bist du nicht live. Bei DJ bist du ja live vor Ort, du musst die Leute spüren. Mhm. Als Schauspieler bist du Genau. ja, du siehst, spürst die Nein, Leute ja nicht, der bist Konsument nein, spürst du wirklich, nicht. Ja, dann im Kino, oder Ja. wenn die Leute ins Kino gehen schauen, aber sonst eigentlich nicht. Außer halt Theater, das ist auch live. Das ist auch wieder, Machst Theater du ist auch wieder, ja, habe ich auch gemacht, ja. Immer, aber nicht mehr, oder? Jetzt gerade habe ich nicht, nein, aber Okay. ich habe ein paar Stück schon gehabt und das ist auch sehr interessant. Das ist auch wieder eine ganz andere Atmosphäre, Absolut, oder? Als ja. wenn man jetzt auf Set ist und dann Ja, ja. anfängt zu drehen, ja. Nice. Ja, Super. Das ist immer ein Und bisschen anders, ja. Als DJ du bist ja schon in einer Minderheit als Frau jetzt im Vergleich von allen DJs. Oder? Also ich habe das Gefühl, ich kenne auf jeden Fall viel mehr Männer-DJs. Ist das Ja, so? ist Oder? so, ja. Ist- Ja, ja, es gibt mehr Spürt man Männer-DJs. das? DJ ist eigentlich auch männlich. Ja. Der DJ. Wie sagt man denn, wie nennst du dich? DJing eigentlich. Oder halt einfach. Aber ich oder, habe gewusst, oder halt DJ, einfach Female. I'm a Female DJ. Ich schwöre, ich hätte jetzt einfach das gesagt. Ja. Du bist gesagt DJing. Ja. DJ. Boah, Man ja, sagt sorry, und ich DJing, sag dir ja. DJ. Bist Hure du- asozial, aber leck, wir sind voll die yes. Unterbelichtigten. Nein, DJ tut man ja für alles brauchen. Aber wenn man es ja wirklich genau. Ich habe sieht, gedacht, das ist ist Disc-Jockey. Man sagt ja der DJ eigentlich. Ist nicht einfach die Abkürzung für Disc-Jockey? Ja. D- Aber man sagt ja eigentlich der DJ. Ja. Wie ist dein Oder Künstlername? Das haben wir gar noch nicht gesagt, glaube Also ich gehe unter meinem Namen Nadine Vinzenz. Ah. Aber ich habe auch noch eben Techno bin ich Nadine. Nadine. Also N-A. DEE, oder? N-A-D, so ein Ja. schwedisches grosses D, Ja. E-E-N. Was ich vorher noch wollte fragen, das ist jetzt. Hast du eine Frage wegen, Nein. willst du etwas sagen wegen DJ oder so? Nein. Weil, was ich mich vorher gefragt habe, ich tue immer so ein bisschen, wenn wir wissen, es kommt irgendjemand zu uns da, in den Podcast, frage irgendwelche Leute so ein bisschen im Umfeld, weißt so, ob die Person kennen, nicht, oder irgendein Bild haben zu denen. Und nachher habe ich eine Person gefragt, aus einer ähnlichen Region wie du, auch aus dem Bündnerland. Ich weiß nicht genau, von wo das ist, aber irgendwo schafft mit dieser Person. Und sie hat mir gesagt, ja, die hat mal irgendwie so Bachelor etwas gemacht. Und nachher bin ich schauen, also du, und dann bin ich schauen und ich so, die hat einfach das Misswahlenzeugs gemeint. Aha, okay. Es, Darf ich das weil, und ich, vergleichen? ja, und sie hat wahrscheinlich einfach so gemeint, ja, weißt du, so Reality-TV, irgendetwas. Okay. Dann habe ich mir so beleidigt. Hast du das Gefühl, so Bachelor-Zeugs, das gibt da voll den Stempel in der Schweiz. Ja. Also weißt du, das Ja, ist so voll so, bah, der ist bei Bachelor gewesen, oder die ist bei Bachelor gewesen, oder Ja, ist ja. keine Ahnung, wie das Reality-TV-Zeugs alles Mhm. heisst. Ja. Hast du so einen Stempel gehabt? Ja, klar, schon ein bisschen, ja. Also, Hast du müssen kämpfen ähm, mit dem? ja, schon. Also, man hat schon einen Stempel, wenn man in der Schweiz war. Die Leute schauen einem manchmal, nehmen einem nicht so ernst. Aber es gibt zum Beispiel in Amerika, wenn du einen Titel hast mit Schweiz, Jesus, Ja. haben die alle so. Schon, Ja. Dort wird es ganz anders angeschaut. Aber hier in der Schweiz ist es, ja, es gibt beide Seiten. Es gibt Leute, die Ja. denken nur an. Eben darum ist es für mich auch so schwer gewesen, am Anfang zum Schauspieler, weil es einfach, eben die Leute haben halt das Vorurteil, oder? Ja. Was ja, der Stempel mit Schweiz. Mhm. Mit Schweiz und that's it. Ist das, also Es geht irgendwie gar nichts anderes, aber das ist bist- ja nicht so. bist du auch irgendwo durch geflüchtet? Auf Südafrika? Oder ist das so...
Also ich habe einfach weg. Ich wollte einfach mal weg, etwas anderes erleben. Und eben, ich habe es dort so schön gefunden. Ich dachte, wow, da muss ich unbedingt wieder zurückkommen. Es hat mir einfach so gefallen dort. Und und nachher bin ich dann zurück und habe gedacht, gut, eben jetzt bin ich ready für die Schauspielschule in Amerika. Ja. Zack, durchgekämpft, Ja. gemacht, da. Aber eben auch eben in der Musik ist es so schwer. Da Absolut, ja. weißt, auch da haben die Leute immer Vorurteile, Ja, oder? sicher. Es ist wirklich, was macht sie Musik? Ja, ja. Die kann doch eh nicht, oder? Jetzt macht sie Musik. Ach, jetzt ist die, weißt du, oder so. Nächste Weißt, Woche fängt sie an malen, jetzt Ja, macht sie genau. Musik. So ein bisschen der. aber Ja. es gibt alles, aber natürlich, es gibt auch viel. Ich meine, die meisten finden es cool, oder? Ja, sicher. Aber man hat halt immer, wenn man etwas macht, man hat immer beide Seiten. Ja, das Es sehe ist ich. immer jemand so und der andere Absolut, so. Und das ist immer im Leben. Und darum ist immer wichtig, dass man zu sich steht, bei sich Genau, ist. das macht Und was. einfach das macht, was einem happy macht. Genau. Weil ich finde, für mich gibt es nichts, also ich finde es einfach so schade, dass die Leute immer so Vorurteile haben, wenn jemand etwas macht. Dass man nicht einfach kann Freude zeigen oder einfach kann sagen, hey cool, machst du das, hey, mach einfach das, was dich glücklich macht, oder? Das ist halt so die Sicherheit, die der Otto-Normalverbraucher Genau, in der Schweiz gerne hat. Also, weißt, wenn du irgendetwas machst, was nicht sicher ist, gerade, mach es nicht, besser nicht. Du musst deine Pensionskasse führen. Du musst, du musst, Meistens sind es auch die Personen nachher, die eigentlich das auch würden gerne lieber machen, aber nicht trauen machen. ich finde vor allem, Ja. ich find, Man darf keine Angst haben Genau. zum Gehen. Absolut. Ja. Okay, Weil man wird gehen, wird man tausendmal. Ja, ja. Man wird immer Ja, ja. gehen. Man wird das ganze Leben lang gehen. Also man hat nie ausgelernt. Es kommen immer wieder Sachen, wo man denkt, hey, hätte ich das vielleicht... Ja, aber das Leben ist ja da zum Lernen. Ja. Ohne Lernen wäre es eigentlich auch kein Leben. Also ich habe mal, das ich hab muss mal so ein Buch gelesen mit einem Zitat. Das kickt jetzt einfach da rein. Und ich fühle mich nachher wie der grösste Philosoph, wenn ich jetzt das erwähne. Die wichtigsten Sprünge in deinem Leben sind die, wo du nicht weißt, wo du landen wirst. Ja, Ja. stark. Ja, genau. das ist so. Wild. Das ist so. Kannst du das tätowieren, Das Bro? ist so. Du Unterarm. Ja, aber das stimmt so. Darum hat mich auch Absolut. immer Safe. das fasziniert. Safe, Weißt du, safe. Zweite. Ja. Weil ich habe Was? eigentlich keine Ahnung, Zweite. Aha, Oder das, Ja. die Sachen, die ich nicht kenne, haben mich immer fasziniert. Eben, mich faszinieren immer so Sachen, die ich nicht wirklich kenne, wo ich wie wieder muss etwas lernen oder Genau. schauen, wie es ist, oder? Ja. Weil das ist ja Hammer, das Coole Hammer. ist. Brutal. Hey, langsam sind wir dann zum Ende gekommen. Das, ist, das sind, Hammer, sind schöne Zitate mega schön. zum Schluss. Absolut. absolut. Die können Leute etwas davon mitnehmen. Das ist, Aber das Schlusswort würden wir gerne dir überlassen. Ja. Hast du noch etwas an unseren Zuschauern da? Wo du willst- Zuschauerinnen, Zuschauerinnen, sorry. Also, Zuhörerinnen. Jetzt so in die Kamera schauen. Schau dort hin, wo du willst. Kannst auch die Lampen anschauen. Die 3 Affen. Ja, also wenn ich etwas sagen kann, dann also zu euch allen, euch auch. Thank you. Dankeschön. Eben, bleiben so, wie ihr sind. Sind happy, sind einfach glücklich mit euch selber, sind zufrieden, nehmen nicht alles wirklich zu ernst. Das Leben ist zu kurz, um sich Gedanken über alles zu machen. Glauben an euch, sind immer nett zueinander, respektieren euch gegenseitig und bis einfach machen wirklich einfach das, was euch glücklich macht. Einfach just go for it, glauben an euch und nicht unterkriegen lassen, auch wenn es mal vielleicht nicht so klappt, wie ihr wollt. Hammer, danke dir vielmals. Merci, Hammer Podcast. Also Wirklich, wieder, wirklich hat Spaß gemacht. Danke dir vielmals. Hat mir auch Spass gemacht. Ich hoffe, du hast Merci Freude Ist schön gehabt. gewesen. Ist Sehr von schönes Kur extra Gespräch Bonava gewesen. gekommen. Thank Wir you sind so da, haben leider much. keine Kapuns können probieren oder sonst irgendwas, aber irgendwann vielleicht. Ja, my peoples, Danke das vielmals, war's. danke fürs Zuhören, der zweite Teil. Yes, Ey, baby. woo! Yes, Das war's von Lucy Einmal wieder. Einmal mehr. Bis zum Oui. nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lucy. Yeah! Oh, après-ski nächstes Mal. Talk it like Loose D.